Und da sind wir auch schon, Leute, beim ersten Part meines neuen Let's Fight Online Let's Plays. Ihr habt richtig gehört, Dragon Ball Z Battle of Z geht endlich auch in die Online-Runde. Zwar nicht allzu viele Parts wird es geben, aber zumindest mal ein paar, wo ich auch ein paar Dinge, was gewählt? Achso, gut, ja, wo ich auch ein paar Dinge erklären will. Unter anderem der Super Saiyan God Modus, etc., etc. Und ja, ich komme schon, wir kommen ja schon. Was, CH29, okay. Und wir haben ein paar Teamkameraden bekommen. Sehr gut, ja. Gerade erzählt gehabt, von wegen der Erklärungen, etc., etc. Also in diesem Part will ich vor allem ein bisschen erzählen über den Super Saiyan God Modus und wieso ich glaube, dass der von Akira Toriyama schon ein bisschen geplant war. Beziehungsweise, sprich, dass irgendwie Bezug gäbe auf Dragon Ball GT. Was, hab zweimal Nappa im Team? Ja, heiliges Nono. Okay, mal gucken, wie die Verbindung ist. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, also bitte seid zärtlich zu mir. Aua, ich sage zärtlich. Was haben wir dazu? Mann, ey, machst du das? Was ist denn das gerade? Wieso bin ich so weit weg teleportiert? Nein, Leute, ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Na, ganz toll. Das funktioniert genauso, wie ich es wollte. So, weg ist er. Ja, also, wissen kann ich es wieder, wie es aussieht. Kann ich wieder blocken? Nee, kann ich auch. Und wegfliegen tut auch. Nö. Wegfliegen hat keinen Bock, dafür fliege ich jetzt weg. Ach ja, ist das nicht ein schönes Spiel? Wow! Mann, du bist gemein! Mann, ey, das Trick aber auch nie funktionieren, wenn er was soll. Ist echt unglaublich. Und das 10-fache Kamehameha! Nein, nicht ganz, aber fast. Okay, kommen wir mal zur Geschichte. Wieso, denke ich, hat das irgendwie Bezug zueinander? Okay, also zum einen mal rote Haare und so, Super Saiyan God Goku. Dachten ja viele anfangs immer, hallo, Kaioken 2.0 und so, was soll der ganze Mist? Ich glaube mittlerweile, habe ich eben gerade angedeutet, von wegen, dass Akira Toriyama, es ruckelt ein bisschen, war, dass er bereits irgendwie so, geplant hat, das Ganze zu machen. Wieso denke ich das? Das denke ich ganz einfach deswegen, weil, wieso fliege ich jetzt weg? War doch schneller. War doch nicht. Oh, ich muss sagen, der war nicht schlecht, Kumpel. Der war geil. Ja, hallo, ich habe eine magische Bohne mir gegeben. Okay, bringt natürlich nichts. Here goes. Und zwar liegt meine Vermutung darin, dass ich ja irgendwie... Alter, wieso teleportiere ich nur so weit weg? Kann man das mal verraten? Unglaublich, unglaublich. Tschüss. Der war ein bisschen zu nah dran. Ja, ein Sieg habe ich zumindest mal. Ein Sieg. Mann, ey, muss ich mal die anderen platt machen? Wo sind die anderen überhaupt? Genau, und zwar, mein Bezug geht da schon zum Super Saiyan God, Super Saiyan God, Quatsch, vierfache Super Saiyan Gogeta. Ja, jetzt kann man sich natürlich denken, ja, okay, so ein bisschen ähnlich, ja und? Mit rote Haare und so, aber das ist nicht das Ganze, es ist nicht nur die rote Haare und weg da. Es hat auch damit zu tun, also erstmal, was ist jetzt gewesen? Verloren? Oh, gewonnen. Cool. Das ging ja schneller als erwartet. Es hat auch damit zu tun... Was heute geht alles? Ich muss jetzt, glaube ich, künftig ein bisschen nachsynchronisieren, weil sonst bin ich echt ein bisschen im Arsch. Okay, sie haben verloren. Schade. Was habe ich eigentlich gemacht? I'm gestorben, ist klar. Alter, ich war doch so gut dran. Okay, haben natürlich immer mit Schuhe gemessen. Ja, wie gesagt, der NPC ist noch ein bisschen geprügelt. Naja. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Bei der Fusion der vierfachen Super Saiyan war es so, dass normalerweise ihre Farben etc. ja kombinieren, nicht wahr? Das war jetzt hier ja irgendwie seltsamerweise nicht der Fall. Wieso denn das nicht? Okay, dann kann man es natürlich auch hier sehen. Ja, ist alles rot. Sehr schön. Im Gegensatz zu Kaioken. Bei Kaioken ist es so, dass dort ja wegen der Dichte der Aura ist. Der ganze Körper ist so rötlich, ein bisschen weinrot, ein bisschen gefärbt und so. Und ja, vielleicht deswegen auch, dass das noch irgendwie einen Zusammenhang hätte. Auch dort ist er, ja, bereit. Auch dort ist er seltsamerweise, na klar, zweimal einen Gott im Team, toll. Auch dort ist es so, dass dann Gogeta eigentlich auch wiederum so eine ähnliche Haarfarbe hat, aber auch die ähnliche Aura. Wenn man mal ganz genau hinschaut, Goku hat da so eine flammend rote, aber auch so eine goldschimmernde Aura, die sie auch Gogeta hat. Ist das bereits alles, was ich vorzubringen habe? Nee, das Beste kommt erst noch. In Dragon Ball GT war es ja so... Was mit ihm fighten? Oh, ich will mal die anderen platt machen. Da geht immer auf mich los, toll. Okay, muss man langsam... Ja, gut, tschüss, weg ist er. Fürs erste Mal. Kann ich ein bisschen um die anderen kümmern.
Und zwar war es ja, genau, war es dort so. So. Das ist ein Dragon Ball GT, ja, Goku zum vierfachen Super Saiyan mutiert ist. Also mutiert, weil klingt irgendwie besser als den Golden Osaru und so, nicht wahr? Und zum vierfachen Super Saiyan hat gegen Baby gefightet. Zuerst war er überlegen, wurde er auch ein Osaru, etc. Ich will nicht die ganze Dragon Ball GT-Geschichte erzählen, aber darauf kommt es etwa hinaus. Und dann war es noch so, zack, teleportiert. Und dann war es ja noch so, dass dann Goku im Nachhinein sicher die Kräfte von einer Freundin verleihen musste. Tja, und das Seltsame, das habe ich erst im Nachhinein wieder geschnallt, es waren nur Saiyajins. Up hat seine Kraft nicht gegeben, nee, es war nur... Bams! Es waren Pan, Goten, Gohan und Schwank. Und natürlich noch Gokus eigene Energie, sprich die Power von 5 Super Saiyajins. Okay, Goku natürlich ein vierfacher Super Saiyajin, klar. Aber trotzdem, es war die Energie von 5 Saiyajins, die wie im Film auch zufälligerweise reine Energie hatten und so. Das war jetzt Quatsch. Ja, einmal wo es ist. Ah, da drüben ist er. Und ganz kurz retten, den Kumpel. Wobei, ich jetzt sagen, wo ist denn der plötzlich gewesen? Na, Hilfe, das ist der falsche. Treffen ihn überhaupt? Voll versteckt, ey. Genau, hat er ja. Man muss immer ein bisschen auf den Kampf achten, auf das, was er. Quatsch, ist gar nicht mal so einfach. Und dort war es dann, wie gesagt, auch so. Was ist jetzt online? Ah, cool. War es dann, wie gesagt, dann auch so, wie oft sage ich wohl den Satz noch. Und schon gewonnen. Ja, also mit Gott, Goku hat ihn zweimal gesehen, muss einen anderen nehmen, das ist zu gemein. Das ist zu gemein. Okay, nehmen einen zweifachen Super Saiyan Goku, der passt auch. Genau, der hat Energie von 5 Super Saiyans gehabt und hat dann plötzlich so eine leicht rot schimmernde Aura um sich. Man hat es nicht genau gesehen, weil Baby hatte so was Ähnliches um sich. Aber da war ich bereits mal ein bisschen stutzig und dachte mir so, das kann nicht ganz so sein. Hat es vielleicht, hallo Spiel? Ich kann sagen, wo sind andere Charaktere hin? Genau. Das war das. Und ganz kurz die richtige Karte nehmen. Und gleich weiterzählen. Ich komme gleich schon, mal die Kombi, die ich vorhin hatte. Und zwar... Das hier, genau, der Funkenkörper, der aktiviert Superrüstung, verhindert Benommenheit bei Angriffen, verhindert TP viel. Tja, und jetzt pass mal auf. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo, ist er hin? Ah, hier. Wenn die TP reduziert, wird er Special stärker. Ja, bisschen fies, was? Egal, ist cool, passt also. Also dann, wo war ich stehen geblieben? Genau, wegen Energie und so. Genau, danach hat Goku die Energie dann aus seiner Freundin einverleiht und wurde dadurch ja immens stark und Baby war gar kein Gegner mehr für ihn. Schön. Da fiel mal so auf, die Fusion nachher. Dort hat sich Goku schon wieder die Kräfte seiner Freunde, also sprich Trunks Pan, also eher Verwandte kann man schon beinahe sagen, einverleibt. Hat da eine Super-Ryuken gegen, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, gegen Yixinglong, also sprich den stärksten der Teufelsdracht eingesetzt. Und hätte ihn ja eigentlich auch besiegt. Also glaube mal, bis zu dem Zeitpunkt war Goku der stärkste Charakter im Spiel. In der Serie. Entschuldigung. Genau. Hat aber nicht ganz gereicht. Ja, natürlich Scheinkleister. Und dann hat natürlich dann Yixinglong noch die anderen Dragon Balls einverleibt. Nee, war ja bereits, stimmt ja. Hat er bereits. Ich muss auch fast nicht erzählen, hey. Das war ja bereits, als er einverleibt hatte. Genau. Deswegen hat er den Ryuken angesetzt. Das ging ja nicht. Der hat sich ja mit der Kraft eines anderen Teufelsdrachen danach gerettet. Ich weiß gar nicht mehr den Namen, aber ich glaube, war der. Was war es? Der 5-Sterne-Drache. Könnte, glaube ich, sein, war. Auf alle Fälle der da zum Elektro-Slime werden konnte. Und das war ja auch so übel. Und dann hat nachher Goku keine Energie mehr und dann kam ja Vegeta. Hat plötzlich ausgestellt, ja, ich bin auch vielfacher Super Saiyajin, ist doch ganz geil und so. Und dann haben sie die Fusion gemacht. So, jetzt passt mal auf. Goku hatte bis zu dem Zeitpunkt Energie von 4 Super Saiyajins. Ja, ich sag jetzt mal von 4 Saiyajins, nicht wahr? 4 Saiyajins in sich. Plus seine eigene Energie, macht 5. Und dann auch die von Vegeta, macht 6. Und voilà, wir haben Gogeta. Zufall? Energie von 6 Saiyajins. In einem Fusionskrieger inbegriffen. So, der ist definitiv down, gut. Kann man natürlich sagen, ja, ich meine, Goku hat schon ein bisschen gekämpft und so. Es war nicht. Ja, also sprich, die Energie seiner Freude war bereits da draußen zum größten Teil. Ja, kann man vielleicht so sagen, aber ganz ehrlich. War das der Grund, wieso halt Gogeta doch kein richtiger Super Saiyan Gott war? Vielleicht war er auch nur annähernd auf diesem Kraftniveau oder so.
Aber einfach mal so, dass meine Vermutung ist, dass es trotz allem sein kann, dass Akira Toriyama daher seine Idee hat mit dem Super Saiyan God. Dachte er sich, okay, Gogeta, der war auch schon recht stark bei GT. Ich weiß, GT ist nicht unbedingt von ihm selber, nicht wahr? Da hat ja... er war einfach ein Berater zur Stelle. Die Serie war nicht wirklich von ihm selber. Er hat zwar auch Artworks zum vierfachen Super Saiyan gezeichnet und so. Aber Dragon Ball GT selbst war ja nicht wirklich von ihm. Das ist mir natürlich auch alles klar. Aber könnte theoretisch trotzdem sein, dass die Idee halt ein bisschen davon hatte und sich... Was mache ich überhaupt? Jetzt kommt mein Lieblingszombie! Yeah! Aber das Auswaffen wollte er eigentlich nicht. Scheiße. Er das halt die Idee davon hatte und dann jetzt halt so einen Super Saiyan God kreiert hat. Es ist doch trotzdem die Frage, wäre jetzt Gogeta wirklich stärker als Goku, weil sie immer ein Fusionskrieger, oder wäre Goku noch stärker? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Und vor allem natürlich auch, ist der vierfache Super Saiyan der stärkste, weil es seltsam ist. Ich bin natürlich auch ab und zu noch auf Dragon Ball Wikipedia unterwegs und dort ist es eigentlich immer so, dass Super Saiyan God Goku gar nicht als der stärkste irgendwie bezeichnet wird, sondern irgendwie eine Zwischenstufe zwischen dem Dreifachen und Vierfachen. Okay, natürlich, Dragon Ball GT kommt nach Z, von dem wir natürlich das mit der Serie auch zutreffen, sehe ich alles auch ein. Aber ein bisschen crazy ist er trotzdem. Ja, daher also mal so meine Idee, warum das mit der Farbe und so war, dass irgendwie so eine Art Kaioken 2.0 ist. Etc. etc. Und ja, wenn wirklich der stärkste ist, müssen wir wohl Akira Toriyama selbst fragen. Was wir bisher nur wissen, ist ja wirklich, dass der stärkste Charakter im ganzen Dragon Ball Universum selbst müsste ja wirklich dieser Whis sein. Ja, ich habe es schon mal im Let's Play offline schon mal ein bisschen angedeutet. Genau, hier wird nochmal die Liste schwarz auf weiß vor mir. Ist es so, was steht hier genau? Angenommen, Super Saiyan God Goku hätte auf einer Skala, sagen wir von 1 bis 15, hätte eine Power von 6. Hätte Bills eine Power von 10 und Whis von 15. Alter, wie stark ist denn der Typ? Naja, das ist nur die andere Frage, wenn Super Saiyan God und so. Es kam im Film bereits auch mal das Thema auf bezüglich halt... Ja, wir nehmen jetzt... die Frage auf bezüglich... also, Frage ist übertrieben. Ich wurde mal von Vegeta so eingeworfen, dass er dann der nächste Super Saiyan God sein will. Also die Frage, gibt es noch einen Dragon Ball Film, wo dann wirklich Vegeta der Gott wird? Oder gibt es nochmal einen Dragon Ball GT Film? Wird vielleicht GT nochmal neu aufgesetzt und Akira Toriyama auch selbst mitmischt und. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, bin aber sicher offen dazu. Was er aber vor allem noch will im Dragon-Universum ist garantiert nochmal ein Dragon Ball Spiel. Nicht so wie hier Battle of Z, ich meine, das war ganz cool und so mit den ganzen Dragon Ball Z Charakteren und Gott-Modus etc. Ist einigermaßen nice. Ich will nochmal so ein Spiel wie Wedge Blast 2, das war eigentlich ganz geil, Wedge Blast 2, aber dann mit... Okay, jetzt geht der auf Gott-Modus. Genau, Wedge Blast 2 vom Kampf, also vom Kampfsystem her. Mit den Charakteren auch von Wedge Blast 2 natürlich unter anderem. Aber auch die, wie man sie noch bei Budokai Tenkaichi 3 und... was gerade noch? Infinite World hat, genau. Weil dann würde ich sogar behaupten, hätten wir fast alle Charaktere, es gibt zusammen. Was Dragon Ball Z, Dragon Ball normal, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Das mal so zum einen. Und wir hätten auch noch, was hätten wir eigentlich sonst noch? Genau, was noch fehlt, wären Ingame-Transformationen wie bei Budokai Tenkaichi 2. Genau. Ah ja, Tenkaichi 2 wird auch schon bald starten, das Let's Play. Aber ohne Online-Modus. Ach nein, das war sowieso bei Budokai Tenkaichi 3. Genau, weil ich habe mir Tenkaichi 2 und 3 noch für die Wii gekauft. Also einmal hört der Support sowieso auf für die Online-Missionen, also Online-Fights vor allem, und zum anderen leckt's dort grauenhaft. Das ist nicht zum Zocken, hey, ganz ehrlich. Das ist ein No-Go, aber ich habe kein TP mehr, auch schön. Da waren es FP hier, weiß gar nicht mehr. Ich bin mit TP, FP, KP, weiß Bezeichnung nicht mehr. Wir waren schon runter. Ja, so viel zu Super Saiyan God Status. Weil ich sagen muss, abgesehen davon, dass der Super Saiyan God für mich ein bisschen, ja, fragwürdig rüberkam. Ich habe schon lange wusste davon, ist klar. Die gab es ja auch bereits und die wurden Dragon Ball Z nie erwähnt. Aber irgendwie dann in anderen Kapiteln vom Manga und so, die es mittlerweile auch gibt, weil mittlerweile wurde auch schon Gokus Mutter identifiziert. Ja, die ist mittlerweile auch. Ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern, aber könnt ihr mal bei Google und so nachlesen. Ja, also dafür wieder entstand und so.
meine, klar, frisurmäßig sieht er ganz nice aus. Ich meine, nicht so wie der dreifache Super Saiyan, war ja echt ein bisschen grotesk. Sieht schon ein bisschen geil aus, so mit kurzen Haaren. Naja, ich kann soll auch sagen, was man davon will. Aber sicher viel denken, dass viele von euch Super Saiyan 3 vor allem am geilsten finden und denken, ja, alle anderen Super Saiyan Formen sind scheiße. Oder wie ich denke, nee, Super Saiyan 2 ist am geilsten, Dragon Ball Z war am coolsten und. Dragon Ball Z, Quatsch, natürlich meine ich, ja, Z auch. Vor allem ein bisschen mit der Cell-Saga, hat er auch schon öfters erzählt, dass mich Dragon Ball Z eigentlich nach Ende der Cell-Saga aufgehört hat. Alles, was nachkam, war für mich bereits Dragon Ball GT. Wieso, dass ich das sage und auch wieso, dass sogar laut Akira Toriyama selbst er nicht so zufrieden mit der Buu-Saga war, das werde ich euch dann im nächsten Part erzählen. Weil da gibt es noch ein paar Geheimnisse, aber bezüglich Majin Vegeta, wenn wir gerade da so schon gesehen haben, bezüglich Ultimate Gohan und vor allem der Quizfrage, wieso sieht Son Goten so aus wie sein Vater, das werde ich alles dann im nächsten Part beantworten. Ja, wie gesagt, da gibt es ein paar nette kleine Details, die man so auch mal erwähnen könnte. Alter, ich gehe ja ständig down. Junge Leute, wir haben gelust. Was sehe ich jetzt gerade? Der Part, 17 Minuten etwa. Ja, komm, ein Kampf geht noch, wa? Einer geht noch rein. So ist der Part für Karfreitag, war also der zweite Part kommt eine Woche später. Ja, ich will immer so machen, dass ich jetzt Battle of ZDMs freitags mache. Wie viele Parts weiß ich noch nicht genau, vielleicht, ich denke so maximal 5. Also, Gesprächsthema hätte ich jetzt mal für 1, 2, 3, ich glaube für 3 sogar, oder? Aber für 3 Parts Gesprächsthemen. Ich werde jetzt lachen, ich hatte ursprünglich für den dritten Part auch noch was übrig. Ich weiß gar nicht mehr was. Verdammt! Wieso nicht mehr? Okay, Gesprächsthema für den dritten Part ist gerade weg. Ja, also wenn ihr noch irgendwelche Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt oder die ich gerne ansprechen will, es kann alles Mögliche sein. Es kann von wegen was sein, was ich zu den Dragon Ball Spielen insgesamt halte, was ich zu spezifischen Themen halte. Und. Könnt ihr mir alles in die Kommentare dann schreiben. Ja, genau, Dragon Ball Z Spiele. Nach Battle of Z, ich mache jetzt Watching Blaze 2 auch wieder online. Noch ein paar Parts. Und man kann es ein bisschen aktiver durchziehen, auch wenn es über die Länge her gesehen vermutlich trotzdem nur ein Part pro Woche sein wird. Was ich aber dann trotzdem noch machen will, ist natürlich die anderen Spiele. Dragon Ball Spiele noch Let's Play, wie gesagt, der Budokai Tenkaichi 2 ist das erste davon. Also das erste von 9 war. Danach Tenkaichi 3, Infinite World ist noch geplant. Es sind noch ein paar, die man noch zocken könnte. Die ganze Game of Advance Serie. Advance, Quatsch. Doch. Sie haben das Goku halt. Die Trilogie dort. Ja, genau. Das war ja Advance Serie, genau. Also in Game Advance natürlich. Dann gab es ja auch noch das eine Game Boy Color Spiel, was ja eigentlich eines meiner Lieblings-Dragon Ball Spiele ist. Wie ist jetzt schon wieder? Ich überlege gerade. Es war das mit den... legendäre Superkämpfe, genau. Es war das mit den Karten, genau. Hat ein bisschen was von Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball. Nee, Quatsch, nicht Yu-Gi-Oh! Wirklich, aber hat was auch mit Karten gehabt und so. Fand ich damals so genial, den habe ich so gesucht, das gab es mir gar nicht. Da lebt noch. Na toll. So, das war mal. Habe ich jetzt eine TP mehr oder FP, wie auch immer. Ne, müssen eigentlich FP sein. Bams, weg bin ich und lebe ich noch. Ja, ein Schlag, toll. Genau, das soweit mal zu meinen Dragon Ball Spielen, was ankommen wird. Vielleicht mache ich das sogar noch vor Budokai Tenkaichi 2 oder zu meinem 3-Jahres-Jubiläum, mal gucken. Ist noch das Re-Let's Play zu Burst Limit. Das ging schnell. Okay, so schnell wie es ging, also klar noch Zeit für einen Part, oder? Ja, 20 Minuten bereits überzogen. Na komm, wir machen noch ganz kurz ein. Einer kommt noch. Ja, genau, Burst Limit noch ein Re-Let's Play. Ganz einfach deswegen, weil ich finde, also aus 2 Gründen. Der erste ist mal, es geht relativ schnell. Wir sind nur ein bisschen mit Cell Saga. Was für mich sowieso eine Lieblingssaga ist. Also, nee, nicht Lieblingssaga, aber wisst ihr ja von wegen, wie es für mich aussieht bezüglich Dragon Ball Z selbst und so. Das wäre so viel dazu. Und der zweite Grund ist halt auch in die ganzen Zwischensequenzen und Animationen, alles finde ich dort eigentlich eines der besten überhaupt, es bis heute noch gibt bei Dragon Ball. Ja,
So viel dazu. Oh, was mache ich überhaupt? Nee, ich will ja was anderen nehmen. Was der kann, kann ich auch. So, er ist eher ein Key-Typ. Also nein, eigentlich ist er sogar wie ich ein Nahkampfkämpfer, aber ich spiele ihn gerne als Key-Typ. Ich mache gerne die Karte weg und die schon wieder. Ja, ich weiß, das ist heute ein bisschen mühselig, ein bisschen langweilig wohl eher. Sehr gut. Sehr gut und ready, ready for Take-Off, dankeschön. Oh, kann noch einer rein, habe gar nicht gesehen. Ja. Was natürlich sein könnte, ist, dass noch ein anderes Dragon Ball Spiel vorkommt. Es gibt ja noch eins für ein 3DS, was ja in Japan bereits vorhanden ist, was bei uns wohl erst, wenn überhaupt, dieses Jahr irgendwann kommt, vielleicht ganz früher noch. Für ein 3DS, das war glaube ich Dragon Ball Heroes, war? Nee, oder Super Heroes, war irgendwie so ein Heroes-Spiel, genau. Genau, Heroes Ultimate Mission heißt das. Dort ist das ja eins. Ein Spiel, genau. Oh, das passt ja. Oh, wie das passt, hey. Wer ist wohl der stärkste Gott? Der stärkste Charakter, Whistler Bills. Also ein Spiel wäre sicher Bills. Oder Goku. Da portet er sich rum, ey. Ist nicht mehr feierlich. Cooler Trick. Siehst du, kann ich auch. Mann, ey. Und tschüss ist er. Das andere natürlich, was ich auch hoffe, natürlich, dass bald schon Dragon Ball Spiele für die PS4 erscheinen. Mein PS3 sind rausgelutscht, nicht wahr? Da gibt es zwar jetzt bald auch schon noch das letzte Naruto-Spiel, das Storm-Reihe. Okay, wenn es unbedingt sein muss. Das mir eigentlich eher auf die PS4 gewünscht. Aber ja, irgendwie so ein Spiel wie Burst Limit, von der Grafik her, natürlich aufgemotzt auf PS4-Niveau. Mit dem Story-Modus, also Animationssequenzen her, so wie bei... Das ging schnell. Bei Burst Limit, aber halt dem ganzen Charaktervielfalt von Wedging Blaze 2, dem Kampfsystem von Wedging Blaze 2, Charakteren, Ingame-Transformationen von Budokai Tenkaichi 2 und so. Also das ultimative Dragon Ball Spiel kann man dort sicher noch irgendwie anders kredenzen. Tja, will man sagen, Leute, für heute, für den ersten Part, war's das hier mit Dragon Ball Z Battle of Z, die Online-Session. Wie gehabt, jedes Mal, wenn ich das ankündige, wenn ich wieder mal ein bisschen aufnehme. Per YouTube, per Facebook dann jeweils. In der Regel kündige ich es jeweils mittwochs an, beziehungsweise will ich mittwochs aufnehmen. Heute war halt Donnerstag. Was soll's, wenn wir mal sagen, bis mit nächste Woche, Leute. Bis dahin, ciao zusammen.